So, dann lass mal übers Angeln reden, ja? Klar doch. Was benutzt du als Köder? Ein kleines, eigenes, aus Holz geschnitztes Abbild einer Vulva. Ich glaube nicht, dass Fische Holz fressen. Das nicht. Aber auf eine Vulva stehen sie doch bestimmt. Ich kann mich dieser Logik nicht wehren. Die hat was. Die hat was. Ja, mal sehen, ob ich nicht etwas Geeigneteres finden kann. Ach, ihr Leid. Wir spielen Death of the Reprobate, was angelsächsisch ist und etwas bedeutet. Okay, gut. Auf geht's ins Spiel. Tag, ihr Luschen! Wer von euch ist bereit, zu einem brutalen, schmerzvollen Tod verurteilt zu werden? Ich will! Schön. Freiwillige vor. Thronsaal des miesen Malcolm. Übergangsherrscher des Nordens. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Er hat seit 6 Wochen keine Steuern gezahlt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, du Steuersünder? Ich habe kein Geld und keinen Job, also genug! So, was nehmen wir denn? Plagt ihm den Kopf ab, 12 Jahre im Verlies, verbannt ihn, 1 Woche im Block. 1 Woche im Block. Hab ich doch gerade gesagt. Jawohl! Ein großartiges Urteil, Eure Exzellenz. Was hast du verbrochen? Er hat auf der Straße Kacke gemacht. Das ist kein Verbrechen. Aber ich bin reingetreten und es hat gestunken. Ih. Ja, also Kacke machen auf der Straße ist nicht verboten, auch nicht an Ampeln. So, flächet ihn aufs Rad, lasst den Stadtausrufer andeuten, er sei ein Pädophiler. Zieht ihm die Haut ab und lasst die Raben an ihm knabbern, lasst ihn hängen, ausweiten und vierteln. Viel zu harmlos. Zieht ihm die Haut ab und lasst die Raben an ihm knabbern. Hab ich doch gerade gesagt. Wird gemacht. Fantastisches Urteil, Euer Gnaden. Jetzt wird er sich's gut überlegen, bevor er an einem unerlaubten Ort sein Geschäft macht. Danke. Aha. Lass mich raten. Er hat Schafe belästigt. Er hat Schafe belästigt. Spritzt ihm Talg in die Hirnanhangsdrüse. Gerne doch. Der Wüstling hat nichts anderes verdient. Ein gerechtes Urteil, Hoheit. Klappe, Lenny. Was hat dieser Lump ausgefressen? Ja, das ist kein Gefangener, sondern ein Bote aus den niederen Landen. Er hat eine wichtige Nachricht von eurem Vater. Wenn das kein Gefangener ist, warum hast du ihn dann auf dem Wagen für böse Jungs reingerollt? Er hat eine lange Reise hinter sich. Er sah ein bisschen müde aus. Verstehe. Hüllt seine schlaffen Weichteile in Malachit und zeigt ihm dann ein Bild von einer Titte. Ich glaube, er meint den Vogel.
schreibt seinem sonst illustren Pseudonym eine Reihe pornografischer Bildteppiche zu, bohrt ein walnussgroßes Loch in seinen Schädel und flüstert dann traurige Gedichte hinein. Erinnert ihn an die Freuden seiner... Nein! Das ist zu hart! Nicht an die Freuden der Jugend erinnern! Nein! Okay, erinnert ihn an die Freuden seiner Jugend. Wollt ihr euch nicht erst seine Botschaft anhören? Ja, das wäre wohl gar nicht so dumm. Was hast du von meinem Vater zu berichten, Postillon? Der unsterbliche Johannes liegt im Sterben. Er lässt euch an seine Seite rufen, mein Herr. Papa liegt im Sterben? Welch frohe Botschaft! Hast du das gehört, Lenny? Papa liegt im Sterben. Wunderbar. Und lässt mich an seine Seite rufen. Sicher, um mir sein Vermögen und seinen Titel zu vermachen. Lasst uns sofort aufbrechen. Hihi. Das war ich. Ich hab das Pferd. Okay. Kadappel. Das bin auch ich. Ich mache auch das Pferd nach. Ich bin ein sehr großer Synchronisateur. So. Aha. Eine kurze Rast, sonst wird die Reis zur Last. Eine lange Rast. Okay. So. Sag mal, hat das Pferd eine Glatze? Das Pferd hat eine Glatze, hast du das gesehen? Moment, hier wohnt mein Vater. Was ist denn hier los? Scheint so. Grüße, Papa. Was für den bevorstehenden Tod und so, also das tut mir furchtbar leid. Wolltest du mir vielleicht etwas vermachen? Ich meine, sagen? Ich vermach dir nichts, Junge. In deiner kurzen Zeit als Übergangsherrscher hast du nicht weniger als 5 Vermögen für ausschweifende Gelage verprasst. Du hast den Großteil unserer öffentlichen Infrastruktur an deine alten Schulkameraden verhökert und hunderte Unschuldige zu immer absurderen und aufwendigeren Strafen verurteilt. Gestern hast du meinen königlichen Boten zu künstlicher Wehmut verurteilt. Ja, war doch aber lustig. Du bist ein Rüpel, ein Tyrann, eine unverbesserliche, durch und durch hoffnungslose, miese Type. Ah. Dann, ja, das habe ich alles getan, ja. Aber ich finde nicht, dass die Situation komplett hoffnungslos ist. Die Katze lässt das Mausen nicht. Du nicht so scheinheilig. Vergiss nicht, Papa, dass du auch mal ein Tyrann warst. Deine Untertanten... Moment, das war so geplant. Okay. Deine Untertanten mussten dich in Mandelmilch baden. Sie mussten dir mit Palmwedeln Luft zufächeln und dir kernlose Trauben füttern. Dann hast du sie alle von einer blutrünstigen Soldatin ermorden lassen, weil du mit der Geburtstagsparty, die sie dir organisiert hatten, nicht zufrieden warst. Ah. Nun, ja. Das habe ich alles getan, ja. Wenn du dich ändern kannst, dann kann ich das auch. Okay. Du kriegst eine Chance, dich zu beweisen. Zeige mir, dass du es in dir hast, Gutes zu tun. Und wie mache ich das? Vollbringe vor Sonnenuntergang 7 gute Taten, dann überdenke ich meine Entscheidung. Ja, und wie soll ich... Der Herrgott wird dich leiten. Jetzt verpiss dich, ich bin müde. Alles klar. Warte. Du kannst in dem Aufzug nicht da rausgehen. Das hier ist eine kleine Stadt. Hier würde man dir für nur einen von den Klunkern auf deiner Schamkapsel tatsächlich die Kehle durchschneiden. Du solltest dir lieber etwas Unauffälligeres anziehen. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin der monströse Malcolm oder wie auch immer ich heiße. So, mach dich vom Acker, du Fridolin. Her mit den Klunkern.
Du bist tot. So, schön. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Okay, wir gehen mal auf Fortsetzen. So, du solltest dir lieber etwas Unauffälligeres anziehen. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Nein, nur kann ich mich umziehen. Ja, da, ja. Ah. Mal lieber. Hat er aber flotte Tempelschleicher, der Kollege. Mal lieber. Viel besser. Jetzt kannst du dich verpissen. Gerne doch. Und vergiss nicht, der Herrgott wird dich leiten. So, okay. 7 gute Taten vor Sonnenuntergang. So schwer kann das doch nicht sein. So, Aufgabenliste aktualisiert. Dein Inventar ist am oberen Bildschirmrand. Hotspots werden per Mittelklick oder Taste H angezeigt. Zeige und klicke, um mit der Umwelt zu interagieren. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, zu wem wir jetzt gehen sollen. Etwa zu dem, der da Kartoffeln ins Wasser schießt? Moment, die schwimmen nicht. Ich glaube, das sind Steine. Schwimmkartoffeln? Bin mir nicht ganz sicher. Der verdächtige Pfeifer? Das sind einfach nur irgendwelche Störenfriede. Ah, das sind Fischerjungens. Da ist ein Frosch. Eine Art Vogel oder sowas? Der Herrgott? Ach so. Oder ein Fischer? Oder noch ein verdächtiger Pfeifer? Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Könnt mir nicht irgendwie der Herrgott ein Zeichen schicken, wenn ich ansprechen soll? So, erstmal den da. Ah ja. Ich beaugapfel den mal, ja? 2 angebliche Dudelsackspieler tragen eine verdächtige, posaunige Version der Jargon von Michel Corrette vor. Aha, habe ich gleich erkannt. La la la, la la la. Ja, kenne ich, ganz klar. So, lass ihn mal zwicken. Bravo, bravo. So. Komm ich. Mann, bin ich ein guter Dudelsack, oder? So, komm, ich geh mal die beiden Störenfriede da angucken. 2 sorglose Einheimische, die einen Haufen Steine ins Wasser schießen. Ach, es sind doch Steine. Guck mal, ich kann rückwärts. Ich habe aus Versehen, also ich kann. Hui, ich bin noch sehr jung und fit. So. Flegel. Ach so. Ah ja, okay. Okay. Mann, wieso? Wieso belustigt mich dieses Spiel so? Weil es ein lustiges Spiel ist. So, sorry, falscher Knopf. So, jetzt hat. Hallo. Hallo. Hi. Was macht ihr hier? Wir schießen nur einen Haufen Steine ins Wasser. Warum schießt ihr einen Haufen Steine ins Wasser? Das hier ist eine kleine Stadt. Fern der Blicke der herrschenden Eliten der großen Stadt. Viele kommen hierher, um ein ruhiges Leben zu genießen. Andere wollen ihrer Vergangenheit entkommen. Wir sind hergekommen, um den Gesetzen zu entkommen, die den Rest dieses Landes fesseln. Und wir nutzen diese Freiheit, um einen Haufen Steine ins Wasser zu schießen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo in diesem Land Gesetze gibt, die es verbieten, einen Haufen Steine ins Wasser zu schießen. Es ist halt nur ein bisschen sonderlich. Naja, vielleicht keine richtigen Gesetze. Aber soziale Erwartungen, die bestimmen, was als sonderlich gilt, wie du es genannt hast, ja. Wir sind hier, um solchen Vorurteilen zu entkommen. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, als in Ruhe einen Haufen Steine ins Wasser zu schießen. Ja gut, das sehe ich ein. Was macht ihr, wenn euch die Steine ausgehen? Die Steine werden uns nie ausgehen. Der Herrgott hat uns unendlich viele Steine geschenkt. Wir schießen jetzt schon seit 12 Tagen Steine ins Wasser. Und unser Vorrat ist kein bisschen geschrumpft. Wie ist das möglich? Wie ist überhaupt irgendwas möglich? Es ist Gottes Wille. Ja, ich hab genug gehört. Gut.
Wir gucken uns mal die Fischersjungens an. 2 schmucke kleine Fischerjungen, verbunden durch ihre Liebe zum Fischmord. Da freue ich mich doch. Ja, mal Guterle, hä? Guterle. Guter Junge. Lass mal. Sie sind völlig von der Schönheit der Natur eingenommen. Ich will sie nicht stören. Nun, was ist denn das da für ein Federvieh? Sieht aus wie eine Art Vogel oder sowas. Ja, wow. Jui, da freue ich mich. So, und das da ist der Herrgott. Lass mal den Herrgott angucken. Der allmächtige Herrgott, dessen Wege zur Abwechslung mal verdächtig ergründlich sind. Hui, da freue ich mich. Keine Ahnung. Von hier aus komme ich nicht an ihn ran. Und ich fürchte, es wäre ohnehin nicht die beste Idee, dem Herrgott eine zu scheuern. Was zu beweisen wäre. Hallo? Bitte tu einfach so, als sei ich nicht hier. Ja, gut, dann... Ach, das ist ein Fischer. Ich dachte, das wäre die... Ach so, das ist der... Ah, ein bekümmert wirkender Fischer mit einem Korb voller Fische. Quatsch. Rühr mich nochmal an und ich schlag dir ein Loch in den Thorax, in dem ein Murmeltier Winterschlaf machen könnte. Das war meine letzte Warnung. Gleich heißt's Brust raus, Faust rein, du Knülsch. Letzte Chance, Freundchen. Okay, ich geb's dazu. Das war eine leere Drohung. Ich bin nicht stark genug, um meine Faust in deinen Brustkorb zu rammen. Ich wollte nur von meinen Kindern wie ein harter Kerl rüberkommen. Die hassen mich so schon. Die sollen nicht wissen, dass ich nicht nur ein Säufer, sondern auch ein Waschlappen bin. Ja, okay. Hallo. Hallo Waschlappen. Ich bin Horatio. Hallo Horatio. Hallo. Und? Schon was erwischt? Nur die Syphilis. Armer Horatio. Warum hält der komische Kauz da einen großen roten Pfeil über deinen Kopf? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Tu bitte einfach so, als sei ich nicht hier. Okay. Kann ich vielleicht irgendwie helfen oder so? Ja, Horatio benötigt Hilfe. Ich habe meinen Kindern erzählt, ich hätte die Fische in diesem Korb selbst gefangen. Sie blickten zum ersten Mal in ihrem Leben mit Stolz zu mir auf und baten mich, ihnen das auch beizubringen. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie man Fische fängt. Die habe ich mit Geld aus der Tasche eines besinnungslosen Säufers einer verdächtigen Vettel in einer dunklen Gasse abgekauft. Was? Ja. Meine Kinder hassen mich so schon. Die sollen nicht wissen, dass ich nicht nur ein Versager, sondern auch ein Dieb bin. Bitte hilf uns, einen Fisch zu fangen. Klar, kann ich machen. So, dann lass mal übers Angeln reden, ja? Klar doch. Was benutzt du als Köder? Ein kleines, eigenes, aus Holz geschnitztes Abbild einer Vulva. Ich glaube nicht, dass Fische Holz fressen. Das nicht. Aber auf eine Vulva stehen sie doch bestimmt. Ich kann mich dieser Logik nicht wehren. Die hat was. Die hat was. Ja, mal sehen, ob ich nicht etwas Geeigneteres finden kann. Hast du die Männer dort gefragt, ob sie vielleicht aufhören könnten, Steine ins Wasser zu werfen? Ich glaube, die erschrecken die Fische oder so. Ich habe es versucht, aber ich glaube, das sind Kommunisten oder sowas. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was sie gesagt haben. Ja, mal sehen, was ich tun kann. So, ich glaube, wir müssen uns noch etwas vorbereiten, bevor es mit dem Angeln losgehen kann. Ja, okay. Petrial, Horatio. Komm bald wieder. So, okay. Die Störenfriede also, ja? Hallo. Hi. Hi.
könntet ihr bitte aufhören, Steine ins Wasser zu schießen? Auf keinen Fall. Wir haben unser Leben in der großen Stadt aufgegeben, um hierher zu kommen. Unsere Arbeit gekündigt. Unsere Häuser verkauft. Unsere Familien verlassen. Alles nur um einen Haufen Steine ins Wasser zu schießen. Endlich haben wir unsere wahre Bestimmung gefunden. Wir werden bis an unser Lebensende nicht damit aufhören. Okay, Ich habe da gerade ein Problem. Horatio? Pass mal auf. Hallo, Horatio. Hallo. Petri Heil. Okay. Ich rede mal mit dem. Warte. Wirf die Route raus, aus. Ich fürchte, wir werden im Augenblick kein Glück haben. Ja. So, kann ich auch da runtergehen? Dahin? Ah ja, okay. Obst und Schrägstrich oder Gemüse. Hier gibt's Obst und Schrägstrich oder Gemüse. Obst und oder Schrägstrich Gemüse. Irgendwie so. Ja. Also es gibt... Was ist denn da oben los? Nackter Mann, der auf prekäre Weise an einem Giebelkran baumelt. Den gucke ich mir jetzt erstmal an. Ich frage mich, wie der da hochgekommen ist. Und warum er keine Sachen anhat. Und wer sein Personal Trainer ist. Fragen über Fragen. Wir gucken uns... Komm. Hier. Da komme ich nicht ran. Ja, das weiß ich. Komm, ich rede ihn mal an. Lass dich nicht hängen. Bist doch keine Brust. So, das Dings bumst ihn auf. Was ist denn da oben los? Ist das der Schornsteinfeger? Okay, was ist mit dem? Was ist mit dem? Da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen. Da ist eine Art Vogel oder sowas. Guck dir mal erstmal den Art Vogel oder so an. Sieht aus wie eine Art Vogel oder sowas. Piep, piep, husch. Okay. So, ein Straßenmusikant. Bravissimo! Bravo! Okay, das wollte ich auch gerade sagen. Eine bunt gemischte Gruppe von Straßenmusikanten spielen Ballett. Oh, jetzt hör aber auf. Okay, aus Michael Pretorius Terpsichore. Ja klar, habe ich sofort erkannt. Wieso liegen da Karten auf dem Tisch? Halt! Was willst du? Wie? Bin ich jetzt er oder was? Wer seid ihr? Wir sind die Beschützer des Waldes. Wir beschützen den Wald für Landstreicher und Tunichtgute. Für? Meinst du nicht vor Landstreichern und Tunichtguten? Nein, für Landstreicher und Tunichtgute. Wir beschützen ihn vor Spaßbremsen und Spitzeln wie dir. Seit Anbeginn der Zeit ist der Wald ein heiliger Ort. Ein Ort, an dem dreckige kleine Männer ihren dreckigen Geschäften nachgehen. Und bei Gott, so soll es auch bleiben. Ich bin kein Spitzel, ehrlich. Das würde ein Spitzel auch sagen. Dürfte ich bitte eure Blockade passieren? Natürlich. Du musst jetzt nur das Passwort sagen. Ich brauche kein Passwort. Doch, brauchst du. Was muss man tun, um das Passwort zu erhalten? Der einzige Weg, das Passwort zu erhalten, ist es, von jemandem gesagt zu bekommen, der das Passwort bereits kennt. Ja. Wir werden dir das Passwort nicht sagen. Ich weiß das Passwort nicht. Dann kommst du nicht durch. Wer sonst kennt das Passwort? Ich würde es beim Zimmermann versuchen. Der ist Stammgast in der Taverne. Aber er lebt im Haus hinter dem Obst- und Schrägstrich oder Gemüsestand am anderen Ende der Stadt. Schiebt euch euer Passwort in den Arsch, ja? Ich zieh ab. Wow, das war jetzt aber wirklich unnötig. Das hat echt meine Gefühle verletzt. Das hat echt Wilbuts Gefühle verletzt.
Wir haben dich nur nach dem Passwort gefragt. Es ist unsere Aufgabe, nach dem Passwort zu fragen. Wir machen hier nur unseren Job, mein Guter. Und du hielst es für angemessen, uns dafür zu beschimpfen. Mit anderen Worten, WTF? Wie kommst du auf die Idee, dass das okay ist? Entschuldigung. Mir fällt gerade ein, ich möchte im Moment gar nicht durch eure hübsche, total willkürliche Blockade. Schönen Tag noch. Nicht der Rede wert. Okay, tschüss. Wiedersehen. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Es tut mir leid, ich weiß ja auch nicht. So, hier gibt es Obst, Schrägstrich und Gemüse oder so. Ein Händler. Ein bärtiger Händler mit erstaunlich gelassen wirkenden Gänsen in der Hand. Wie erstaunlich gelassen? Sind die nicht tot? Hallo. Hi. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Dante della Pinclus, der hiesige Obst-, und Schrägstrich oder Gemüsehändler. Ich kaufe das Obst und Schrägstrich oder Gemüse von den örtlichen Obst-, und Schrägstrich oder Gemüsebauern und verkaufe es dann an Leute, die Obst und Schrägstrich oder Gemüse wollen. Warum kaufen die Leute, die Obst und Schrägstrich oder Gemüse wollen, ihr Obst und Schrägstrich oder Gemüse nicht direkt von den Obst-, und Schrägstrich oder Gemüsebauern? Der Obst-, und Schrägstrich oder Gemüseanbau an sich ist ein Vollzeitjob. Der Obst-, und Schrägstrich oder Gemüsebauern verstehen was von Obst- und Schrägstrich oder Gemüseanbau. Also, die verstehen was davon, so. Aber sie wissen nicht, wie man lauthals die Vorzüge seiner Waren anpreist oder damit in der Luft rumwedelt, so wie ich das mache. Ach so, fällt mir eben erst auf. Stimmt. Das da drüben scheint wohl die Gemüsebauern zu sein und er ist ein Gänsebauer. Und feilschen können sie auch nicht so gut wie ich. Also kaufe ich das Obst und Schrägstrich oder Gemüse den Obst- und Schrägstrich oder Gemüsebauern zum Marktwert ab. Und nutze dann meine kaufmännische Expertise, um es zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Dein Job ist also, die Preise von Obst und Schrägstrich oder Gemüse unnötig zu überhöhen? So eine grobe und vorsätzlich beleidigende Vereinfachung meiner Rolle in diesem Prozess muss ich mir nicht gefallen lassen. Entschuldigung. Wie hast du es geschafft, dass die Gänse so stillhalten? Vielleicht schlafen sie? Vielleicht schlafen sie? Oder schlafen sie? Vielleicht schlafen sie. Okay. Könnte ich etwas Obst und Schrägstrich oder Gemüse haben? Auf keinen Fall. Was, wenn ich dir mit Gewalt drohe? Dann kannst du dir nehmen, was du willst. So. Ein paar Birnen, ein paar Erdbeeren. Hast du zufällig einen wirklich ungeheuer überdimensionierten Gartenkürbis? Ich bin eigentlich kein Freund von Gewalt. Ein paar Erdbeeren, bitte. Du hast mir noch nicht mit Gewalt gedroht. Oh, tut mir leid, ich dachte, die angedeutete Drohung würde reichen. Ich fürchte, angedeutete Drohungen kann ich nicht annehmen. Ah, Verzeihung. Ich werde dir eine rostige Lanzette in den Hals rammen und deine Beine zu Wurstbrei schlagen, wenn du nicht gleich ein paar verdammte Erdbeeren rausrückst. Na also, nimm dir so viele Erdbeeren, wie du möchtest. Danke, schönen Tag noch. Ebenfalls. Gib mir mehr Obst und Schrägstrich oder Gemüse, sonst hau ich dir die Ellenbogen ab. Gerne doch, was darf sein? Hast du zufällig einen wirklich ungeheuer überdimensionierten Gartenkürbis? Klar doch, bedien dich. Okay, ein paar Birnen bitte. Klar doch, bedien dich. Ein paar Erdbeeren bitte. Du hast schon ein paar Erdbeeren, du gieriges Gürkchen. Übertreib's mal nicht, gell? Ja, okay, ich habe jetzt genug Obst und oder Schrägstrich Gemüse. Danke. Wunderbar. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das war es bestimmt. So, verschiedenes Obst und Gemüse. Komm her. Ich sollte vielleicht erst fragen. Wieso? Standinhaberin. Ich habe eben Standinhaberin. Was ist denn ein Standinhaberin? Standinhaberin und Söhne. Da freue ich mich doch.
Hör auf, meine Frau anzugaffen. Entschuldigung. Lass deine dreckigen Hände von meiner Familie. Jawohl. Steck die Lippen weg, Freundchen. Entschuldigung. Okay, da ist ein Trunkenbolz. Sieht aus, als hätte er heute keinen guten Tag. Findest du? Ich finde, der schläft über einer Knoblauchkiste. Was gibt's da Geileres hier? Die modrigen Mikroben an dem Burschen will ich nicht in meine Fingerporen kriegen. Lecker. Okay, gut. Ich glaube, wir sind hier durch. Was haben wir bisher erreicht? Eigentlich nix. Ich gehe da mal links rein, ja? Oh, da ist noch eine Oma, die habe ich noch gar nicht gesehen. Eindringling, Eindringling! Hunger, Hunger! Was hat dieser Mann in meinem Haus verloren? Ich wollte nur... Mach dich hier weg, sonst punch ich dir ein drittes Nasenloch ins Gesicht! Sagte, könnte ich bitte... Ich gebe dir 5 Sekunden, um von hier zu verduften. Sonst gibt's die Peitsche ins Gesicht. 5, 4, 3, 2, 1. Raus! Okay, okay, schon gut. Und guck mich nicht so an. Raus! Da haut's mir doch glatt die Stimme aus dem Hals. Ja, ja, ist ja schon gut.